Ciao, hallo, hoi, hello, saluton! Ich bin's, Arlecchino. Und bevor ihr das Video schaut, wären wir extrem froh, ihr würdet uns abonnieren. Wenn ihr schon dabei seid, klickt doch gerade auf «Gefällt mir». Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Tschüss! Geschichte von der Piratin Venezia von Linda Weidmann. Kapitel 8. Und das letzte Mal bei Piratin Venezia. Ich soll für immer auf einem Schiff bleiben? Niemals! Vielleicht wird eine Nacht ohne Essen dich zu Verstand bringen. Ha! Ach nein, hab mich los! Ich wusste, dass hier noch eine Lady ist. Lass ihn los! Das sieht gar nicht gut aus. Arlecchino, was machen wir jetzt? In Venezia hatte man alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Colombina zu finden. Nach einer langen und mühsamen, erfolglosen Suchaktion trafen sich Signore Pantalone, Tartaglia und Brighella bei Signore Dottore zu Hause, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Was sollen wir nur machen? Die Colombina ist so seit 4 Tagen verschwunden. Schlimm. Du sagst es, das ist eine Tragödie. Ach. Oh. Ganz unglaublich. Sie kann doch nicht einfach vom Erdboden verschluckt worden sein. Es klopfte an die Wohnzimmertür. Ja? Wer ist denn da? Die Wohnzimmertür öffnete sich einen Spalt weit und Roswitha spähte zur Tür herein. Entschuldigung, Onkel Doktor. Können wir kurz reinkommen? Roswitha! Kleines, du solltest doch schon längst im Bett sein. Peppe, ich hatte dich doch gebeten, sie ins Bett zu bringen. Ich weiß, aber wir müssen euch was sagen. Es ist ganz wichtig. Nun, also gut, kommt rein. Roswitha und Peppe betraten das Wohnzimmer und schlossen die Türe hinter sich zu. Beide blieben vor den anderen, die auf dem Sofa saßen, stehen. Nun, was ist denn so wichtig? Was wollt ihr uns sagen? Du musst es sagen, Peppe. Da Peppe so klein war, wirkte er neben Roswitha wie ein kleines, verlegenes Kind, das etwas Schlimmes angerichtet hatte und sich nicht traute zu gestehen. Bitte, denk an die schöne Frau. Weisst du etwa, wo Colombina ist? Außer damit! Pepe, so kann ich dich gar nicht. Nun lasst ihn doch mal zu Wort kommen. Die Stille stellt keine Fragen, aber sie kann uns auf alles eine Antwort geben. Soll ich erzählen? Nein, ist ja schon gut. Ich würde es sagen, aber Sie müssen mir versichern, dass Sie mir helfen. Jetzt erzähl mal, was du weißt, und dann schauen wir, was wir machen können, ja? Also, jetzt, wo auch noch Colombina verschwunden ist, kann ich einfach kein Risiko mehr eingehen. Der Signore O'Sullivan ist ziemlich sicher fürs Verschwinden von dem Schiff verantwortlich. Was? Auf der Santina hatten Arlecchino und Colombina gerade ein ziemlich großes, und das meine ich wortwörtlich, Problem. Silver, ein riesiger Mann, stand nun bedrohlich vor den beiden. Colombina versteckte sich hinter Arlecchino, der schützend vor ihr stand. Arlecchino, was machen wir jetzt? Ich weiß es auch nicht. Ich kann nicht viel machen. Meine Hände sind hinter meinem Rücken zusammengekettet. Colombina warf kurz einen Blick auf die Kette. Das ist nicht gut. Die Kette ist an der Schiffswand angemacht. Arlecchino kann sich so also nur in einem Radius von 1,5 Meter bewegen. Oh je, jetzt denke ich schon wieder Dottore. Wir können es auf die harte oder leichte Tour machen. Was darf es denn sein? Arlecchino, ich habe Angst. Gibt's eine mittlere Tour? Wie meinen? Ja, etwas dazwischen. Okay, ist machbar. Silver packte Arlecchino mit einer Hand am Kopf und hob ihn auf. Ah, ja,
Arlecchino! Bitte lass ihn los! Was soll denn dieser Krawall hier unten, ha? O'Sullivan erblickte Columbina, die vergeblichst versuchte, Silver dazu zu bewegen, Arlecchino wieder runterzulassen. Silver, sofort loslassen. Arlecchino! Voll aufs Steißbein. Oh je. Silver, ich hatte dir doch beigebracht, wie man sich vor einer Lady zu verhalten hat. Ja, aber sie ist ein blinder Passagier. Eine Lady bleibt eine Lady. My Lady, ich muss mich für das Verhalten meines ersten Offiziers entschuldigen. Und wie sie sich entschuldigen müssen. Wegen ihm habe ich einen richtigen blauen Fleck am Arm. Und Arlecchino ist jetzt verletzt. Nun, das tut mir sehr leid, My Lady. Ich muss sagen, Ihre Anwesenheit kommt mir gerade sehr gelegen. Es kommt Ihnen gelegen? Wieso? Nun, das werde ich der Dame gerne oben in meiner Kapitänskajüte persönlich erläutern. Columbina? Allein mit Ihnen in einer Kajüte? No, nur über meine Leiche. Wer weiß, was Sie dort mit ihr machen. Um Himmels Willen! Ich bin ein Gentleman von Anstand und Ehre. Solange sich Lady Columbina auf meinem Schiff befindet, wird ihr nichts geschehen. Kommen Sie, my Lady. Ich versichere Ihnen, wird nichts geschehen. Ich lasse Arlecchino nicht allein. Das untere Deck ist wirklich nicht ein geeigneter Platz für so eine Schönheit. Und ich bleibe dabei. Ich bleibe beim Arlecchino. Wie Sie wünschen. Sollten Sie Ihre Meinung ändern, finden Sie mich in der Kapitänskajüte. Sie sollten dies aber möglichst bald tun, wenn Ihnen an diesem Schiffsjungen was liegen sollte. Was? Was soll das heißen? Nun, da Sie da sind, my Lady, hat dieser Schiffsjunge eigentlich keinen Nutzen mehr für uns. Was meinen Sie damit? O'Sullivan ging ohne etwas weiteres zu sagen auf das obere Deck. Was meint er damit, dass Arlecchino keinen Nutzen mehr für ihn hat? Fragte Columbina aufgeregt Silver. Dieser zögerte kurz. Nun, er wird ihn wahrscheinlich über Bord werfen. Was? Aber dann ertrink ich. Nein, bitte nicht. Ich würde der Lady empfehlen, nach oben zu gehen und mit dem Captain verhandeln. Landen Sie! Oh, ich muss nach oben. Silver begab sich nun ebenfalls aufs obere Deck und ließ Arlecchino und Columbina alleine zurück. Nicht, Columbina. Ich will nicht ertrinken. Ich bin noch viel zu jung und zu hungrig zum Sterben. Arlecchino, beruhig dich. Ja. Ich muss wohl oder übel rauf und probieren, den Captain zu überzeugen, dass er dich noch braucht. Aber Columbina, wie willst du das anstellen? Überlass das schön mir. Columbina wollte sich nach oben begeben. Aber, Columbina? Ja, Arlecchino? Bitte bring etwas zu essen mit. In Venezia spät in der Nacht bei Signore Diego il Subdolo zu Hause stampfte Diego unruhig und nachdenklich immer wieder im Kreis in seinem Wohnzimmer herum. Seine innere Unruhe ließ ihn nicht schlafen. Ach, ich weiß, dass der O'Sullivan ein Verbrecher ist. Das spüre ich im tiefsten Teil von meinen Knochen. Was? Wer will denn noch etwas zu so später Stunde? Raffaele! Raffaele, es läutet! Wie? Was? Oh, es läutet zu der Stunde? Ernsthaft? Ja, mach endlich die Tür auf, Kopf! Ja, ich gehe ja schon, Meister. Raffaele rannte nach unten und öffnete die Türe. Signore Pantalone, Dottore und Peppe standen vor der Tür. Ja, wer ist da?
Signore Pantalone, meine Herren, wissen Sie eigentlich, wie spät das es ist? Ende von Kapitel 8. Geschichte von der Piraten in Venezia von Linda Weidmann. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Grazie mille for watching the lesson. Please subscribe.